Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Wenngleich auch ohne Chrono. Ja, bleibe will ich jetzt hier auch nicht. Tja, stattdessen habe ich jetzt Luca mit ins Team genommen. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier rauskommt. Ja, unser Epoch ist nach wie vor hier. Zufluchtsort. Da scheinen noch welche hier aus dem Himmelsinsel überlebt zu haben. Gucken wir öfter vorbei, ist der Angebot wechselt von Zeit zu Zeit. Einkäufer. Aber klar doch. Ja, so volles Tony können wir auf jeden Fall noch holen. 2 von denen. Nehmen wir gleich noch 5 mit von derer. Weil Geld haben wir derzeit. 4 Heilungen können auch nicht schaden. Belebung lassen wir mal. 6 Unterkünfte wären nicht verkehrt. Ein Äther haben wir genug. Okay. Bis bald. Erlaub. Bis bald. Leider komme ich da hin nicht dran. Ne, schade. Ich hätte jetzt eigentlich auch ganz gern Glenn als Gruppe A-Führer gehabt, um ehrlich zu sein. Kann ich das nicht irgendwie wechseln? Ah ja. Ich mag Glenn als Gruppe A-Führer haben. So, weil ich hup's gern mit Glenn durch die Gegend. Ein paar Erleuchtete haben überlebt, aber zwischen Erleuchtet und Erdgebunden gibt es keinen Unterschied mehr. Tja, durch die Zerstörung von der Mammon-Maschine haben die wohl jetzt ihre Magie eingebüßt. Mondstern wird zum Soulstern, wenn er für Jahrtausende der Sonne ausgesetzt wird. Das Königreich des Eifers hat einer gehabt. Es braucht sehr alte Sterne, um ordentliche Energie zu erzeugen. Ja. War wohl nichts mehr mit Magie, ne? Gemeinde haben wir hier jetzt nochmal. Ja, da ist der älteste auch hingegangen. Wir könnten... Ne, wir könnten nicht. Nordkap hätten wir hier noch. Ne. Ich finde es so geil, wie die Figur von Frog aussieht. Okay, gehen wir mal in den Wald zu der Gemäh. In den Wald zu der Gemäh. Wir sind von einer gefährlichen Macht so abhängig, Woche. Wie soll ich hier ohne Magie überleben? Brauchst Magie zum Überleben nicht, außerdem bist du nicht allein. Du hast absolut recht, wir leben uns wird immer Hoffnung geben. Nutzt doch. Alles und jeder hier ist in der Tiefe versunken. Der Wolkedunst ist fort und der Sturm hat noch gelöscht, ob wie lange Winter endlich vorüber ist. Ja, wäre ja schon schön irgendwie. Was ich in den Schlaf gegreint habe, lassen. Ausgeruht. Verbeugt euch und huldigt unseren neuen Herrscher, König Dalton. Niemals. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Jetzt muss der wieder einer auf Overgoscha machen, der Dachschädel. Herr Höreleid, seid froh, dass wir noch leben. Die alte Tante und die nervtötende Gurus sind fort, ab sofort ist das hier Daltonreich. Ihr lebt? Stiftet raus, muss euer sein, Baldassar hatte Ähnliches geplant. Ich habe beschlossen, dass ihr das nicht das Spielzeichen verdient. Ab sofort ist es mein Edelkutsch. Wie bitte? Ihr müsst mit mir kommen. Wir könnten sonst rebellieren oder so. Jetzt nimmt als Zeichen von meinem Respekt das. So ein dummer Hund. Was? Hey. Was zum Geier ist denn das? Das war Kostprobe von meiner wahre Macht. Ja, meine Damen und Herren, ein Arschloch. Mal wieder. Huch. Was ist denn jetzt in welchem Bunker aufgewacht? Oh, Jesus. Wo sind wir hier? Unsere Ausrüstung ist fort. Die Objekte, ach. Maledein, sogar das Geld. Was machen wir jetzt? Ja, jetzt haben wir in die Hose geschissen, wie es aussieht. Oh nee. Oh nee. Verdammt. Der neue König, ja, geil. Ich freue mich jetzt schon wie Bolle auf den tollen König. Kommen wir da hoch? Es geht aufwärts. Der Himmel, also sind wir. Na, auf dem Düstervogel, ja. Im Düstervogel. Na, klasse. Nee.
Oh je. Ein Lüftungsschacht. Mhm. Aber erst mal gucken, was Luca derzeit so kann. Ja, die kann nicht besonders viel. Schade, der hat viel nachzuholen. Erhöht physische Verteidigung. Da sind sie verdient oder Waffe, sind sie machtlos. Was nun, Frog? Ja. Hecken wir mal einen Plan aus. Lüftungsschacht hat sie gesagt. Ah, ja. Da können wir auch entlang. Wir können das Unterdeck von hier aus inspizieren. Ich glaube, auf das Krankstelle fallen die wahrscheinlich nicht so rein. Oh, gerade mal gucken, ob man da nicht irgendwo anders die gehen können. Ich finde es so geil, wie Glenn sich bewegt. Ja, ich renne jetzt einfach mal auf gut Glück hier in der Gegend rum. Oh. Frog will fliehen, Frog will fliehen. Bleibt, wo ihr seid. Scheiße, das war nicht so gut. Noch einmal. Also irgendwie muss ich an meinen Kruscht dran kommen. Ohne Kruscht geht halt nix. Das war nur das Sackgasse. Ich bin ja mal gespannt, was mit Chrono passiert ist. Das wird uns wahrscheinlich auch noch erklärt werden. Okay. Eine Drohne. Probieren wir jetzt mal hier durchzukommen. Hier war also Kasper. Nee, da kommen wir nicht vorbei. Wie seid ihr doch rausgekommen? Bleib an der Zeit. Ja, probieren wir es jetzt dann nochmal aus. Ja, bla bla bla, das kennen wir. Ich stelle mich jetzt mal krank. Ich verstehe mir, wer liegt denn der Wächter? Oh, der Schmerz, der Schmerz. Was ist denn los? Badge. Mission erfüllt. Okay, es lässt sich echt so leicht handhaben. Na gut. Ne, da können wir nicht hier. Da können wir auch nicht hier. Probieren wir da entlang zu gehen. Ne, da kommen wir nicht durch. Und da können wir eventuell woanders hoch. Das sind so Sachen, die liebe ich immer. Nicht. Oh Mann. Ne, von da komme ich. Und komme ich da irgendwo hier? Ja, tatsächlich. Okay, das war sehr toll. Großartig. Einfach mal geradeaus durchlatschen. Oder hier. Ja, ohne Waffe ist natürlich doof. Und nee. Nee. Nee, mal guckt, wenn er ertappt wird. Oh, das wird doof. Das wird richtig doof, die Passage hier. Allerhaupt noch einmal. Okay, dann kam ich hier raus. Das ist das Sackgasse. Ah, von da kann ich mal runterspitzeln. Okay. Okay, gar nicht mal so verkehrt. Und hier? Okay, da kommen wir da runter. Oder landen wir ja wieder bei den Knechten da unten. Das ist nicht so gut. Hoppla, wollte ich doch gar nicht. So. Und wie schaut's hier aus? Und da? Nee, dasselbe. Hey, ihr! Wer wir? Ah, Motor, er manipuliert den Epoch herum. Psst, pass gut auf, was er macht. Das wird mein königlicher Luftthron. Jetzt gehört die Welt mir, Muff. Was ein Knetkopf. Also irgendwie müsste ich wahrscheinlich runter. Schaut's hier aus? Nix. Eine Waffe müsste ich halt auch kommen. Ohne Waffe ist es immer etwas doof. Also geht nix. Und nee.
So wird's auch nix. Okay. Die kriegen mich sowieso wieder. Dann noch einmal. Probieren wir das jetzt noch einmal. So, so. Und nochmal durch hupsen und dann schnell fort. Ah, Mist. Das war eher zu früh. So, da. Probieren wir es nochmal hier. Ganz schnell. Schnell wie der Wind. Mal dort raus. Pff. Okay, das wird so nix. Das wird so nix. Nee, definitiv nicht. Ja, und der obere Bereich muss da auch irgendwo rausgehen, oder? Wo sind wir hier? Okay, ja, da stehen auch wieder irgendwelche Pappsäck. Nö. Hier schnell runter. Nö. Schnell. Verdammte Scheiße nochmal. Nee, da kommt man nirgendwo vorbei. Und da? Nee, ach da nicht. Und da geht's auch nicht. Und so. So. Nee. Na, Mist. Ich bin etwas überfordert gerade. Ich bin gerade wirklich stark überfordert. Noch einmal. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, wo ich lang muss. Und hier ohne? Haben wir nix. Da haben wir genauso wenig. Nö. Da kommen wir da wieder durchaus. Und dann können wir vorbei. Ne. Da kommen wir nicht durch mit dem. Wundert mich, dass die uns dann nicht gefesselt haben oder so. Und hier ist ja wieder dasselbe Knetkopfparade. Da kommen wir also nicht durch. Ohne Waffe unmöglich. Ganz verharzer. Ja, da sind wir wieder in dem Mittelgang. Und hier? Ne, können wir genauso vergessen. Und da ist irgendein Lager. Ohne was. Aha. Okay, das sieht doch schon mal relativ gut aus. Und hier ist nix. Hier im Topf ist auch nix. Nee. Pff. Nee. Verdammt. Das war nix. Noch einmal. Also sorry, das wird heute eine etwas ermüdende Episode. Gerade weil ich am Anfang immer zu blöd bin, um sowas zu checken. Aber hier ist wirklich nichts, ne? Nee. Okay. Dann eben nicht. Wie schaut's hier aus? Okay, du pennt einer, wie es aussieht. Ah, Frogs Ausrüstung zurückerhalten. Sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, er ist wieder ganz normal ausgerüstet, wie wir es kennen. Okay, sehr schön. Gut. Hey, jede. Okay, Glenn kann zumindest angreifen. Das ist gut. Jetzt können wir wenigstens wieder kämpfen. Wenn auch noch nicht perfekt, aber wir können wenigstens angreifen. Gut, das sieht ja wohl noch ein richtiger Weg aus. Wir müssen wahrscheinlich in die Räumerei irgendwie. Schaut's hier aus? Dann probieren wir es doch mal aus. Nee, das sieht nicht so aus, als ob man da vorbei könnten. Ich will jetzt auch noch keine wirkliche Kampfprovozierung, um ganz ehrlich zu sein. Von daher probieren wir es mal so. Okay. Da geht's wohl hier und da geht's wohl hier. Aber was bringt uns das? Hier bringt es uns überhaupt nichts. Nee. Nö. Okay, also der dunkle Gang hat uns nichts gebracht. Wie schaut's hier aus? Okay. Kommen wir jetzt so gegen die A? Tatsächlich.
Schön, jetzt können wir endlich mal wieder Kämpfer. Und wenn Glenn sowieso einen Endschlag braucht, um die niederzumachen, dann ist das umso besser. Und... Hua. Gut. Perfekt. Die sind ja glücklicherweise nicht allzu stark hier, die Biester. So. Ich habe trotzdem das Gefühl, gegen die Drohne müsste ich, oder sollte ich noch nicht kämpfen. Ah, Bite heißen die Dinger. Ah, die machen schon Schade. Okay. Die anderen können erst gar nicht angreifen. Und anscheinend trifft es immer nur Glenn. Okay. Dann wollen wir mal. Da können wir jetzt offensichtlich ja gegen die Viecher antreten. So, jetzt geht's mal auf den Washing. Und zwar so richtig. Gut. Sehr schön. Musst du mal die Zunge verwenden auf dich selber. Gut. Das sieht doch gut aus. Okay. Das war das. Dann sollte man nochmal S-Stufe noch over. Ne, der bringt uns nichts. Ja, okay. Die kommen anscheinend immer wieder, die Dinger. Dann vielleicht jetzt einfach mal die Räume hier checken, hier ohne. Ja. Und? Okay. Dann können wir jetzt hier auch kämpfen. Sehr schön. Ich freue mich, ob er irgendeine Technik parat hat, die alle trifft. Kraft 2, Gletscher, Doppelangriff. Nee. Ah, probieren wir es doch mit Wasser 2. Okay, das dürfte ausreichen. Ja. Sehr schön. Und Objekte zurückgehalten. Das ist auch sehr gut. Perfekt. Da sind sie die Schäfer streut hier. Komm mal durch hier. Ui. Wir sind nicht an unserer Sache wieder. Ja, sollte man zurückgehen. Okay. Da sind noch so ein paar Lappenbüttel, die uns aber nicht attackieren. Oh Gott. Rufende Wetter. Und dann auf den Bite. Und auf die Gosch. Na gut, wenn es nicht reicht, dann halt nochmal auf die Schniss. Okili-dokili. Hier haben wir allerdings nichts. Und vielleicht doch hier rum. Okay. Dann geht's halt noch um die 2 Klatscher. Na gut, kriegen sie erstmal Wasser auf die Schnut. Und dann schauen wir mal. Ja, das dürfte die niedermachen. Perfekt. Und weg sind sie. Dafür kriegt Glenn auch noch ein Level. Oh. Hoi. Das lief ja nicht so gut. Okay. Machen wir halt so. Muss ja nicht immer nur MP ausgeben. Zumal der ja nicht mal zum Angriff komme ist. Ausgezeichnet. So. Dann sollten wir hier das Ding umlegen. Und gegen die nächste Leute hier kämpfen. Nee, du vielleicht nicht. Aber du könnte man nochmal kämpfen. Und rufende Wetter. Und jetzt kriegt er auch nochmal auf die Schnut. Egal. Dafür wird es umso wichtiger. Zack. Und hurra. Perfekt. Dann, was haben wir denn hier? Da bewacht so Scheißding noch so Truhe. Sollte ich mich auch schnellstmöglich drum kümmern. Jetzt aber fix, Glenn. Puh. Okay.
Mal gucken, was da jetzt drin ist. Und wir haben alles Ausrüstung zurückerhalten. Sehr schön. Das ist gut. Jetzt können wenigstens schon 2 Leute kämpfen. Tech. Mach doch mal bitte Aura auf der gute Glenn. Ja, noch einmal. Dann Love die Geschichte. Ach, sehr schön. Also das haben wir jetzt auch wieder zurückgekriegt. Gucken wir jetzt, dass wir hier so viel wie möglich gegen die Viecher hier noch kämpfen. Gott, der ist auf jeden Fall schon tot. Dann so 2 auf das Ding. Da haben wir wenigstens jetzt schon unsere Objekte und 2 Leute in die Ausrüstung wieder. Das ist doch schon mal ein großer Gewinn. So. Das war unser Zimmer. Allerhopf, dann die Sache an der Stelle mache ich jetzt auch meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.